In alten Häusern wie dem Guckhof steckt Leben, das die beiden Architekten Lisbeth Fischbacher und Daniel Hoheneder hier wiedererweckt haben. Vor 5 Jahren standen sie vor einem heruntergekommenen Geisterhaus. Das Haus hat natürlich auch eine unglaubliche Geschichte und die hat vor allem mit den Menschen zu tun, die da gelebt haben. Und das spürt man halt vor allem natürlich in der Ausstattung, was halt da ist, die ganzen Betten, die ganzen Gegenstände. Das Haus ist ja wirklich von oben bis unten auch mit Inventar praktisch da. Und das ist ja auch was das hier sehr besonders macht. Das ist jetzt praktisch für uns das alles geliehen. Wenn wir irgendwas brauchen, dann holen wir ein Bett und reparieren es durch und dann steht es da wieder. Oder ein Kastel oder die Eckbank, die im Zuhause gelegen ist und hier irgendwann mal zu einem Ofen gehört hat. Das sind natürlich alles Sachen, die natürlich sprechen und die Geschichte erzählen von den Generationen über Generationen, die da gelebt haben. Dann haben wir auch noch gesehen, okay, unten am Boden gibt es noch diese rautenförmige Öffnung, diese Vertiefung, wo der Fuß von dem Ganzen drin gestanden ist. Und ja, dann haben wir noch geschaut, was für Ecken war es die hintere oder die vordere. Haben das hingestellt und ausgemittelt und na, das war da. Genau da war das Ding und jetzt steht es halt wieder da. Kann man aber nicht planen, kann man nur rausfinden. Und da sagen wir dann schon immer, der Guck spricht zu uns oder die Ofenbank freut sich jetzt, dass es wieder da steht. Die hat sich nie gedacht, dass die wieder daherkommt und jetzt steht es wieder da. Freut sich. Es ist wirklich so, dass man sich so Stück für Stück rantastet und deswegen entsteht eigentlich auch alles so Stück für Stück. Schicht für Schicht führt zurück in die Zeit. 1,5 Jahre früher, die Stube. Sie hatten sich das Haus ursprünglich als Studienarbeit zur Bauforschung ausgesucht. Jetzt ist es ihre Lebensaufgabe. Den Hof haben sie gepachtet und sind eingezogen, nachdem die ersten Räume bewohnbar waren. Das ist leider nichts mehr da unten drin. Alles verrottet. Mhm. Ja, das hat man natürlich bei dem Haus öfters. Aber dass es jetzt da so ausschaut, der ist wieder gut. Der ist super. Wie schaut es mit dem hinten aus? Vorne ist er fertig. Auch nicht so. Der ist fertig. Ja, da muss man vielleicht teilweise da ein bisschen was ergänzen. An jeder Stelle können sich Fundstücke verbergen. Na gut. Was jetzt natürlich. Na, was jetzt nicht angezeigt sind, halt Scherben oder irgendwelche Murmeln, die Kinder mal verloren haben, die findet man da auch immer drinnen. Also jetzt, wenn man das jetzt langsam aushebt, dann schaut man das alles vorsichtig durch und dann findet man schon was. So ein gestampfter Boden, das war schon gang und gäbe und üblich. Weil die Holzböden, man sieht es ja, erdberührt ist das halt immer total schwierig, weil halt einfach die Sachen dann zum Zerfallen anfangen. Also das ist faulig. Muss man halt dann alle 200 Jahre oder so wahrscheinlich mal die Balken wieder austauschen. Also so gesehen Holz eigentlich dann doch wieder relativ lang. Ja. Aha, was haben wir da? Mein Papa darf wissen, der ist nämlich ein Jager. Ich glaube, dass das ein Stückchen von einem Wulzhautzahn ist. Schaut zumindest so aus. Für so einen Eber oder sowas. Knochen findet man auch oft drin. Also die haben einfach, ich weiß nicht, ob es mit mangelnder Hygiene zu tun hat, aber Knähal sind immer dabei. Das ist einfach so, da wo der Mensch ist, da sind meistens Knochen dabei. Wenn man jetzt einen Profi hat, der sich mit den Knochen auskennt, dann kann man eigentlich dadurch auch wieder Rückschlüsse daraus ziehen, was die Menschen eigentlich früher gegessen haben. Zumindest jetzt an welche Nutztiere sie da gehabt haben. Schafknochen oder Ziegenknochen oder halt Sauzahn. Ja, genau. Sehr schön. Eine ganze Sammlung haben sie inzwischen beisammen. Das Tollste. Gut, da sind jetzt zum Beispiel 2 Münzen, die haben wir gefunden im Stüberl drüben. Die waren beim Fensterbrett, zwischen Fensterbrett und der Fensterleibung eingemauert. So als, wir vermuten, Notgroschen. 1808, 1809. Sowas findet man halt. Das ist natürlich dann toll, weil ja, da merkt man, dass da auch Menschen da waren und sie da so ein bisschen was auf Zeiten gelegt haben. Genau. Das älteste Bauteil stammt aus dem Jahr 1542.
Und so arbeiten sie sich vor und das Haus gibt seine Geheimnisse preis. Daniel Hoheneder, der auch Kreisheimatpfleger im Landkreis Rosenheim ist, hat alte Techniken gelernt. Wenn der vorher gebrannte Kalk mit Wasser versetzt wird, wird in einer chemischen Reaktion die Energie frei und es entsteht Löschkalk. Ich lösche den Kalk, weil wir alle Putze und den Mauerwerksmörtel genauso verwenden, wie man früher auch verwendet hat. Also sprich, gelöschter Kalk, Sand und sonst eigentlich gar nichts. Muss man jetzt ein bisschen aufpassen, dass er nicht verbrennt. Aber er muss natürlich auch gescheit heiß werden. Die Energie muss freigesetzt werden. Das heißt, das darf schon richtig schick kochen, aber er darf nicht trocken werden. Sonst wäre da nichts. Wenn es zu heiß wird, dann geht es manchmal sehr schnell. So wird die Restaurierung für die beiden zur Reise durch die Zeiten und in Lebenswelten der Vergangenheit. Eine Schule darin, wie hier früher mit einfachen Mitteln gelebt wurde. In einer Welt ohne Strom, die noch weit ins 20. Jahrhundert gereicht hat. Der Hof verwachsen mit der Natur. So wurde jahrhundertelang bäuerliche Subsistenzwirtschaft betrieben, also in Selbstversorgung gelebt. Der Keller steht auf dem Programm. Ein Gewölbe, das 2 Jahrhunderte später dazugebaut worden ist. Jetzt kommt der Mörtel mit dem gelöschten Kalk zum Einsatz. Der Markus, unser Maurer, der sagt immer mit Schwung, aber ob es dann hebt. Oh, jetzt gehen wir wieder auf. Vielleicht hebt es. Na schon. Daniel hat schon während des Studiums oft bei einem Schreiner gearbeitet. Jetzt restauriert er den alten Türstock. Also es gibt die Punkte, wo es viel wert, definitiv. Vor allem, wenn man jetzt, sagen wir mal, 3 Jahre wirklich mehr oder weniger am Stück jedes Wochenende von Samstag in der Früh bis Sonntag relativ spät auf Nacht durcharbeitet und dann unter der Woche auch. Aber man kann es ja nicht einfach aufhören. Das hat ja dann kein Ergebnis. Das ist ja dann praktisch Kapitulation. Und das steht natürlich nicht zur Debatte. Durch die Zeiten hat sich ein Fundus alter Gegenstände angesammelt. Und nun beseelen sie Raum für Raum mit dem Geist der vergangenen Jahrhunderte. Heute. Der Keller hat wieder seine alte Funktion und der Putz hält. Der mühevoll restaurierte Türstock steht wieder an Ort und Stelle. Also das untere Teil hat es eigentlich gar nicht mehr gegeben. Und das obere Teil haben wir auf jeden Fall erhalten wollen. Also diese Inschrift M.A. Michael Andretter 1777. Damit ist der Keller wohl auch datiert um 1777. Und das war logisch, dass wir das behalten. Und ja, beim Türblatt auch unten war eine ganz schlechte Stelle. Das hat der Daniel auch noch ergänzt. Sie haben den denkmalgeschützten Hof detailgenau nach den Richtlinien restauriert und dabei nur zu einem Bruchteil Fördergelder erhalten. Die Haustechnik ist so einfach wie klimaeffizient. Licht und Wärme stammen aus Sonne und Holz. Mit dem kleinen Ofen heizen wir eigentlich das ganze Haus im Winter.
Jetzt, vor allem, wenn es jetzt nicht so schön Wetter ist und die Sonne auch nicht scheint und die Solaranlage halt nichts bringt, dann macht der tatsächlich alles. Also der hat eine Wassertasche und wir haben ja draußen den Pufferspeicher und von da aus wird dann halt, ja, die Schlafzimmer werden ein bisschen temperiert. Jetzt auch nicht wirklich warm, aber Wärmflasche braucht man trotzdem. Aber man sagt ja eh, dass man besser schlaft, wenn es nicht ganz so warm ist, was ja auch stimmt. Erstaunliche Dinge haben einen Platz im Ganzen gefunden. Ein alter Sautrog dient als stylisches Waschbecken im neuen Bad, denn das hat es früher nicht gegeben. Und sie haben ihr Architekturbüro eingerichtet, wo sie an modernen Wohnformen arbeiten. Man kann die Verglasung quasi nach vorn fahren und hat dann entweder volle Wohnfläche oder wenn man die Verglasung dann quasi zurückschiebt an die Seite und nach innen, wird es dann zu einem Außenraum. Ideen für die Stadt der Zukunft, geplant in einem einzigartigen Relikt der bäuerlichen Kultur im Alpenvorland, das ihnen so viel wert ist, dass sie dem Guckhof Jahre ihres Lebens gewidmet haben. Obwohl er ihnen nicht gehört. Und wo sie nun für eine Zeit wohnen bleiben und offen sind für das, was kommt. Wir haben immer gesagt, der Hund kommt nie aufs Kanapee. Nie. Und dann war es fertig. Und dann haben wir, Nein, es war noch nie einmal fertig, da ist der Hund schon oben gesessen. Nein, aber wir waren dann da und dann war der Hund, ist halt auf und dann haben wir uns angeschaut und gesagt, ja, dann, mein Gott, kommt da jetzt so ein Hundsdecken drauf und da darfst du dann auch auffahren. Es ist wahrscheinlich so, dass jeder Mensch in anderen Sachen Erfüllung findet. Und das, Ich glaube, das ist so ein bisschen in uns drin, ja. dass wir das gern machen. Und wenn man eine Sache noch nicht abgeschlossen hat und mittendrin ist, da ist dann, glaube ich, eher so, dass man gesagt hätte, na, nie wieder ein Haus. Ja. Das ist einmal und nie wieder. Aber jetzt, wo es dann Schichtstart alles fertig ist, mei, dann braucht ihr wieder was Neues. Sonst wäre es langweilig. Die Chancen stehen also gut, dass auch noch andere alte Häuser das Glück haben, von diesem Paar wiederbelebt zu werden.